Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, recht herzlich willkommen zur heutigen Panoramasendung. Moderiert aus dem, ja, mittlerweile sogar sonnigen Thun. Wir werfen heute einen Blick ins Asylausbildungszentrum Zrinkenberg und liefern euch einen Augenschein vor Ort nach der Zugentgleisung im Wallis. Die Ukrainerin Anna Dudko ist eine von 32 Geflüchteten, die im Berner Oberland zur Pflegehelferin ausgebildet wird. Das Projekt soll zum einen die Integration fördern und zum anderen den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen lindern. Doch in dieser Sache gibt es auch einige Hürden. Welche das sind, hat mein Kollege der Ben Abeckle im Interview mit der Anna Dudko erfahren. Ich habe als Kellnerin gearbeitet. In der Ukraine von 16 Jahren bis 19. Es ist schwer zu lernen, Deutsch zu lernen, zu sprechen. Aber das geht gut. Und im Praktikum auch kann ich viel sprechen und später kann ich besser sprechen. Ja, seit 2 Jahren. Mein Name ist Bashir, ich komme aus Afghanistan. Ich wohne jetzt in Ringenberg. Ich bin seit 2 Jahren in der Schweiz. Ja, meine Heimatland habe ich aus der Baustelle gearbeitet. Ich mache jetzt 1 Jahr Asarka-Kurs. Wir müssen viele neue Worte lernen. Wir müssen viele neue Worte aus dem Praktikum lernen. Jetzt ist es schwieriger. Es ist unglaublich ein motivierendes Projekt. Es ist etwas, was es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Es gibt den Menschen Perspektiven. Ich aus persönlichen Gründen komme aus der Gesundheitsversorgung von der Front. Ich weiss, was dort für ein Druck ist und der immer steigt. Und wenn wir irgendeine Möglichkeit haben, dort mehr Fachkräfte respektive Arbeitskräfte in den Markt zu speisen und gleichzeitig den Leuten aus dem Asylwesen Perspektiven zu bieten, also ich kann wirklich nicht mehr als von Win-Win reden als glaube ich, in diesem Projekt. Es hat aber jemand abgebrochen, weil er keine Frauen pflegen konnte. Ja, es war ein Mann, der muslimischen Glauben hat. Und es war von Anfang an ein Thema, nicht ein Problem, ein Thema. Wir haben es begleitet. Und in der Kennenlernphase in der Praxisinstitution hat sich dann erst sehr schnell gezeigt, nein, das geht nicht. Jetzt ist schon gleich Ramadan. Es kommt noch einmal, glaube ich, der religiöse Druck, der grösser wird. Und dass einfach Realisationen kommen, die vorher in Theorie nicht da waren. Ja, wieso ein funktionierendes Gesundheitswesen so wichtig ist, das sehen wir auch im nächsten Beitrag. Heute, am Montagmorgen, hat sich zwischen Goppenstein und Brig nämlich ein Unglück ereignet. Ein Zug ist entgleist. Schuld daran war vermutlich eine Lawine, die die Gleise mit der Schneemasse bedeckt und blockiert hat. 29 Personen sind evakuiert worden, 5 davon haben sich verletzt, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt. Kisten SDA berichtet. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und Artikeln gibt es wie immer auf plattformj.ch oder auch in unserer App. Wie es jetzt mit dem Wetter weitergeht, ob weiterhin Schnee fällt und die Lawinengefahr
steigt oder so hoch bleibt. Das wissen jetzt meine Kollegen vom Mädchen News. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Herzlich willkommen bei Ihrem Plattform Jodwetter für den Kanton Bern. Es freut mich sehr, schauen Sie vorbei. Ja, halten Sie den Regenschutz parat, denn es geht mit dem wischiwaschi Aprilwetter im Februar vorerst weiter. Morgen gelangt mit einer nordwestlichen Höhenströmung weiterhin feuchtlabile Luft zu uns, die sich am Alpen-Nordhang staut. Und gleichzeitig kühlen die einströmenden Luftmassen ein bisschen ab. Ja, der Dienstagmorgen zeigt sich eher von seiner grauen Seite. Viele Wolken ziehen durch das Land, dazu regnet es ab und zu. Im Oberland da ist es häufiger nass und die Temperaturen liegen dabei bei etwa 2 Grad in Bern. Am Nachmittag da lockert es sich zwischendurch ein bisschen auf und die trockenen Phasen die werden länger. Im Oberland staut sich die Feuchtigkeit, hier regnet oder schneit es ab 600 bis 800 Meter und mit einem mäßigen bis starken Südwestwind lenkt es in Thun für etwa 6 Grad. Und auf den Bergen da bleibt es stürmisch und hier schneit es immer wieder. Ja, Mittwoch und Donnerstag zeigen sich wechselhaft mit ein bisschen Sonne und weiteren Niederschlägen. Am Mittwochmorgen erwarten wir zum Teil Schnee bis in tiefere Lagen. Am Freitag wird es am Sonners entlang von den Alpen freundlicher, bevor es am Samstag dann nochmals nass wird. Und für den Sonntag da erwarten wir dann eine Verschnaufpause in Form von einem milden Sonne-Wolkenmix und Wohltemperaturen im zweistelligen Bereich. Ja, die gute Nachricht ist, es gibt flott Neuschnee-Nachschub in den Bergen. Und sonst heisst es Augen zu und durch. Im Moment stehen Chancen gut, dass es nächste Woche frühlingshaft wird. Wir für den Plattform Jodwetter für den Kanton Bern halten Sie natürlich immer auf dem Laufenden. Das war schon wieder von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf ein anderes Mal. Ade miteinander.